Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen neuen YouTube-Film. Wir wollen heute ein bisschen Wortschatz üben, um über politische Themen zu diskutieren, über seine Meinung zu diskutieren. Es geht, also ich habe im Kinderkopf die Abstimmung vom 13. Juni über die Grundwasserinitiative und über das Pestizidverbot für die Bauern. Ja, also ich habe so ein paar Begriffe und ich tue euch ein bisschen erklären, was das heisst, wie man das brauchen kann. Und die wollen, die können heute Abend am 9 Uhr, also mitdiskutieren in unserem Zoom-Workshop, in unserem Zoom-mündlichen Workshop, wo wir zusammen reden. Also das ist dann das Thema für dann später. Also, eine Entscheidung treffen. Es ist schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Ich finde es bei den Abstimmungen meistens schwierig, 100% dafür oder gegen etwas zu sein. Man muss immer ein bisschen abwägen und die Argumente gewichten. Welches Argument ist wichtiger für mich? Das von der Pro-Seite, das vom Ja-Lager oder das von den Nein-Sager, denen, die dagegen sind. Es gibt nicht nur schwarz und weiß und es ist manchmal auch schwierig abzuschätzen und zu wissen, was sind die Konsequenzen von dem Entscheid. Ja, also wir müssen eine Entscheidung treffen. Es ist gut, wenn wir abstimmen, wenn wir unsere Meinung sagen, aber es ist nicht einfach, sich diese Meinung zu bilden. Beide Seiten, Pro und Contra, haben plausible Argumente. Argumente, die verständlich sind. Und wenn man sie so hört reden, denkt man immer, ja genau, sie haben recht. Vor allem, wenn man vielleicht die Thematik nicht so gut kennt oder so. Ja, häufig ist es auch vielleicht eine Schweizer Eigenart, dass wir gerne Kompromisse suchen, dass wir etwas Pragmatisches suchen, etwas Praktisches und vielleicht nicht so gerne extrem sind und extreme Entscheidungen fällen. Also, dass wir häufig haben beide Seiten plausible Argumente, also Argumente, die wir gut verstehen, wo wir dahinter stehen können, wo wir sagen, ja genau, das stimmt. Das ist plausibel. Das verstehe ich. Das leuchtet mir ein, zum Beispiel. Und dann sind wir auch ein Volk, sehr wahrscheinlich, das sich gewöhnt ist, Kompromisse zu machen. Wir haben in der Regierung 7 Bundesräte von 4 verschiedenen Parteien und wir müssen ständig Kompromisse suchen, Mehrheiten finden, Lösungen finden, wo eine Mehrheit hinter einem Resultat stehen kann, wo eine Mehrheit vertreten kann. Und ich glaube, wir Schweizer sind Weltmeister im Kompromisse suchen, in verschiedene Lösungsansätze diskutieren und dann zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen. Ja. Es ist wichtig in der Schweiz auch, dass man Sachpolitik macht, dass man nicht einfach die anderen schlecht macht, sondern dass man die Gegner versucht einzubeziehen für eine Lösung des Problems, für einen Kompromiss, für eine Abstimmung, dass man sich gewinnen, dass man die Abstimmung gewinnt. Jetzt mit der
Grundwasserinitiative, die fordert, dass es keine Subventionen mehr gibt für Bauern, die noch Pestizide brauchen und Kunstdünger brauchen und so. Dort ist vielleicht die Frage, mit den synthetischen, chemischen Mitteln, die gebraucht werden in der Landwirtschaft, aber auch nicht nur in der Landwirtschaft, an vielen anderen Orten, in der Industrie oder auch im Haushalt daheim auch. Das sind sehr starke Mittel, die sehr schnell wirken, aber die Frage ist, ob wir dann unsere Gesundheit und unsere Umwelt leichtfertig aufs Spiel setzen. Ob wir nicht sorgfältig umgehen mit den Ressourcen, sondern alles dreckig machen, alles kaputt machen, alles zerstören. Wenn zum Beispiel Bienen, die kleinen Insekten, die Honig machen, wenn die Bienen aussterben, ja, weil wir zu viel Insektizid brauchen und Pestizid und so, dann nachher, ich glaube, haben wir ein grosses Problem auf dieser Welt. Oder wenn wir auch unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, weil wir dreckiges Wasser trinken, verunreinigtes Wasser trinken mit chemischen Rückständen, die ins Grundwasser kommen, dann setzen wir vielleicht unsere Gesundheit zu leichtfertig aufs Spiel setzen. Das ist, dann hört vielleicht das Kompromisse machen auf, oder? Wie lange kann man Kompromisse machen, wenn es um unsere Gesundheit geht oder wenn es um unser Leben geht und die Artenvielfalt der Tiere und der Pflanzen. Also, dass es viele verschiedene Tiere gibt, viele verschiedene Pflanzen gibt, das ist ja unser Interesse und dass die Natur intakt ist, dass die Natur gesund bleibt, dass der Mensch auch gesund bleibt. Der Mensch kann nur gesund bleiben und stark, wenn er in einer gesunden Natur lebt. Gesundheitskosten. Also das sind Kosten, das sind Rechnungen, die wir zahlen müssen. Zum Beispiel, wenn wir zum Doktor gehen. Also wir haben ja heute schon sehr, sehr einen grossen Teil von unserem Einkommen, das wir für Gesundheitsversicherung, Krankenkasse und so ausgeben müssen. Und das ist ein Grund, weil die Krankenkasse auch sehr viel Geld zahlen für die Versicherten. Gesundheitskosten sind schwierig niedrig zu behalten. Es gibt immer bessere und immer mit bessere Medikamente und bessere Behandlungsmethoden. Und in der Schweiz haben wir ein gutes Gesundheitssystem. Aber die Kosten sind auch sehr hoch. Das kostet alles etwas. Und wenn wir natürlich in erster Linie versuchen zu vermeiden, dass wir krank werden, dass wir gar nicht zum Doktor gehen müssen und dass wir gar nicht Hilfe brauchen vom Gesundheitssystem, sondern dass wir lang und gesund leben können, dann nachher können wir die Gesundheitskosten senken. Vielleicht ist das mit der Trinkwasserinitiative auch eine Möglichkeit, dass wir gesünderes Wasser haben, das wir trinken, dass wir gesündere Nahrung haben, Gemüse und Früchte ohne Pestizidrückstände oder Fleisch ohne Antibiotikarückstände. Dann nachher können wir so, wenn wir gesunde Sachen essen, auch gesund bleiben. So können wir Gesundheitskosten senken. Was denkt ihr? Ist das eine Idee? Ist das möglich? Also kann das eine gute Konsequenz daraus sein, wenn wir diese Initiativen annehmen? Das ist vielleicht dann erst auf längere Zeit raus, wenn man langfristig denken, dann würde man das erst spüren. Ich denke, das wird sicher nicht von heute auf morgen passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so einen Effekt hat.
also die Gesundheitskosten senken, also dass die Gesundheitskosten runtergehen, das ist unser Ziel. Nicht, dass sie immer steigen und noch mehr steigen, bis sie in den Himmel steigen, dass es dann nicht mehr bezahlbar wird. Was wir da machen wollen, gesundheitlich, die Operationen und all die Behandlungen und Medikamente, wir wollen nicht immer teurer werden, sondern wir wollen nicht immer mehr Geld ausgeben, sondern wir wollen die Gesundheitskosten senken und möglichst lang gesund bleiben. Eine nachhaltige Bewirtschaftung vom Boden. Der Boden, die Erde, das ist eigentlich unser Guthaben. Ja? Wenn wir keinen guten Boden haben, dann nachher wächst keine Nahrung und wir müssen Hunger haben oder Sachen importieren. Aber auf der ganzen Welt, wenn wir zum Boden schauen, wir müssen Sorge haben zum Boden. Und die Bauern, die den Boden bewirtschaften. Sie Gras abpflanzen für die Kühe und sie andere Sachen abpflanzen, zum Beispiel Mais oder Weizen oder Sonnenblumen oder ganz viele andere Sachen, die sie auf ihren Feldern anbauen, zum Teil als Tierfutter, weil sie Tierfutter brauchen, und zum anderen für die Menschen, für unser Essen. Im Seeland hat es zum Beispiel viele Gemüsebauern, die Rüebli und Salat und anderes Gemüse, Tomaten und Gurken und alle anderen Gemüse pflanzen und ernten. Und das ist die Bewirtschaftung vom Boden. Sie den Boden bewirtschaften. Und wenn das nachhaltig ist, die Bewirtschaftung der Bauern, das heisst, dass es der Boden Zeit hat, um sich regenerieren und der Boden gesund bleibt. Ja? Wenn man den Boden nachhaltig bewirtschaftet, dann nachher geht er nicht kaputt dabei. Ja? Wenn man den Boden zu intensiv bewirtschaftet und zu viel Dünger gibt und zu viel Pestizid gibt und alles andere Mögliche, dann nachher hat man kurzfristig, in kurzer Zeit vielleicht viel Ertrag, man hat eine grosse Ernte, man hat schönes Gemüse, schöne Früchte, schöne Weizen, aber auf lange Zeit raus, plötzlich ist der Boden ausgelaugt und hat keine Energie mehr, um noch mehr Sachen vorzubringen, sondern er muss brach liegen, er muss ausruhen, er erodiert vielleicht, wenn es fest regnet, weil er nicht gesund ist, wenn der Boden krank ist und es weniger Pflanzen hat auf dem Boden, dann erodiert er schneller. Und so, und dann haben wir Probleme. Also es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen, und vor allem Bauern, nachhaltig arbeiten und nachhaltig auch den Boden bewirtschaften, aber auch in der Industrie nachhaltige Methoden entwickelt, Methoden, die nicht die Erde kaputt machen. Das ist nachhaltig. Also das ist langfristig sehr, sehr erstrebenswert, weil das uns eine Zukunft gibt. So haben wir eine Zukunft. Wenn wir nur kurzfristig denken und nur jetzt als Geld, heute und morgen denken, dann nachher ist das nicht nachhaltig und langfristig haben wir ein Problem. Viel Ertrag. Ja. Wenn man den Boden düngen, wenn man so etwas auf den Boden gibt, so quasi, das ist so quasi das Essen für die Pflanzen, so Sachen, Mineralien und zum Beispiel auch Gülle, also von den Kühen, Kuhscheisse oder so. Das ist Nahrung für die Pflanzen, für das Gras. Dann nachher gibt es mehr Ertrag.
Ja. Aber am besten ist, wenn man natürlichen Dünger braucht. Nicht Kunstdünger. Ja, wenn man manchmal so Tomaten hat aus Holland, aus Ochsol, Betrieb, wo kein Boden richtig ist, wo sie im Gewächshaus sind gewachsen und schöne, grosse, rote Tomaten hat, aber der Geschmack ist nicht gut und man hat das Gefühl, sie sind einfach voll gepumpt mit Wasser. Aber man ist nicht so zufrieden mit dem Gemüse. Es sieht zwar schön aus fürs Auge, es gibt viel Ertrag, ja, aber die Qualität ist nicht so gut. Und vielleicht auch die Rohmasse, also wenn du die Tomaten trocknen, denke ich, haben sie weniger drin, bleibt weniger Gewicht übrig, als wenn man so eine Bio-Tomate trocknet oder wenn man eine gesunde, geschmackhafte Tomate trocknet. Also viel Ertrag ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Ist da etwas dran? Es gibt verschiedene Argumente, die vielleicht einfach Angst machen, die nicht wahr sind, nicht unbedingt. Oder darum muss man sich immer fragen, was ist da dran? Was ist wahr an dem, was die Person sagt? Ist da etwas dran oder ist das nur Angstmacherei? Angstmacherei. Zum Beispiel, wenn die Gegner von diesen Initiativen sagen, ja, aber wenn wir ohne Pestizide und ohne Dünger wirtschaften, dann nachher haben wir weniger Gemüse, weniger schönes Gemüse und wir müssen noch mehr zahlen und die Leute kaufen dann einfach Früchte und Gemüse aus dem Ausland. Ist das nur Angstmacherei? Oder ist das wirklich so, dass es später so ist, dass dann plötzlich die Schweizer Bauern gar nichts mehr verdienen oder nur noch sehr wenig verdienen, weil sie nur zu hohen Preisen verkaufen können und alles billig aus dem Ausland importiert wird, wo man normal noch Düngen und Pestizide einsetzen und Fungizide und andere Insektizide, andere chemische Mittel. In der Schweiz ist eigentlich in dieser Hinsicht recht fortschrittlich schon. Also, ich glaube, das Essen, das wir haben, ist eine relativ gute Qualität im Vergleich mit so importiertem Fleisch zum Beispiel oder importierten Sachen aus dem Ausland. Dort ist nicht ganz selbstverständlich, dass es nachhaltig ist produziert wurde oder dort hat es vielleicht mehr so Pestizidrückstände und so. Das ist meine Annahme. Da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, wir haben jetzt jahrelang immer so funktioniert. Es war normal, es war selbstverständlich. Vielleicht wollten die Bauern fortschrittlich sein und neue Mode, neue Technologien anwenden und schnell viel Ertrag haben. Aber ich glaube, in den Köpfen der Leute muss auch ein Umdenken passieren. Zum Beispiel auch, dass man bereit ist, mehr zu zahlen für sein Essen. Ja, man könnte ja auch ein bisschen weniger essen und dafür gut. Das ist keine Alternative. Ja, vielleicht gibt es gar keine Alternative oder keinen Kompromiss, wenn es um unser Trinkwasser geht. Ja, vielleicht müssen wir uns einfach ins Füdle klemmen und so teures Gemüse und Früchte in Kauf nehmen, aber jetzt endlich anfangen schauen, dass wir sauberes Trinkwasser haben. Ja? Vielleicht gibt es gar keine Alternative. Oder was ist die Alternative? Dass wir schlechtes Wasser trinken? Oder dass man alles einfach aus dem Wasser herausfiltern kann? Vielleicht braucht es neue Technologien. Was ist die Alternative?
Das liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Ja? Jeder einzelne Bürger hat eine Verantwortung. Also wenn jetzt zum Beispiel die Grundwasserinitiative angenommen wird und wenn die Initiative für eine pestizidfreie Landwirtschaft angenommen wird, dann nachher ist auch die Verantwortung bei jedem Einzelnen, dass er nicht einfach Ja sagt und importiertes Gemüse kauft, sondern dass er seinen Teil macht, dass er seine Verantwortung übernimmt und dass er zum Beispiel bereit ist, mehr zu zahlen. Ja? Oder auch in seinem Garten kein Kunstdünger zu brauchen und kein Pestizid und kein vielleicht Schneckenkörner, giftige oder so. Ja, das liegt dann bei jedem Einzelnen. Ich glaube, mit dem Klima ist es auch ein bisschen so, langsam erkennen wir den Ernst der Situation. Aber wir reden schon jahrelang, schon 20, 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, wie lange reden wir schon über die Treibhausgase und über die Erderwärmung und auch Umweltverschmutzung. Ich denke nicht nur Treibhausgas, aber generell Umweltverschmutzung ist immer schlimmer. Und es ist Zeit, dass wir den Ernst der Situation erkennen und merken, hey, wir müssen reagieren, wir müssen etwas machen. So kann es nicht weitergehen. Es ist eine ganz ernste Situation. Ins Ausland abschieben. Wir können nicht einfach unsere Probleme ins Ausland abschieben. Also wir in der Schweiz haben eine saubere Schweiz und kein Pestizid und keine künstlichen Dünger und andere chemische Mittel, sondern wir kaufen einfach alles billig aus dem Ausland. Ja, dann tun wir eigentlich so quasi unsere Probleme ins Ausland abschieben. Dann hat es im Ausland dreckiges Wasser. Aber das Wasser, das ist natürlich so eine Sache, das macht nicht an der Grenze halt, das ist international. Also ich glaube, es ist schwierig, sich in der Schweiz zu schützen. Und denke, ja, wenn wir alles richtig machen, dann haben wir dann immer sauberes Wasser. Da müssen alle zusammen auf der Welt helfen. Und vor allem ist es nicht gut, wenn wir unsere Probleme ins Ausland abschieben. Das machen wir schon zu viel. Ja, auch in die dreckige Industrie von der chemischen Herstellung von etwas oder so werden zum Beispiel in Indien oder in anderen Ländern gemacht, wo es nicht viele Vorschriften gibt und es viel billiger ist. Ja, und dafür kann man dann die Umgebung verschmutzen. Und das ist nicht gut, wenn man sein Problem ins Ausland abschiebt. Ich komme da Messages über auf meinem Telefon. Dann das einfach ignorieren. Also, ich denke, die Schweiz muss mit einem guten Beispiel vorangehen. Die Schweiz ist ein reiches Land und die Schweiz kann sich das leisten. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Experiment, weil man nicht genau weiss, wie das geht. Aber ich denke, es ist gut, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, wenn die anderen sehen können, aha, so ist das auch möglich. Das ist interessant, wie das die Schweizer machen. Vielleicht wäre das auch etwas für unser Land. Und es gibt vielleicht Nationen, die kein Referendum haben, ja, die nicht so direkte Demokratie haben und die zaghafter sind, die so ein bisschen zurückhaltender sind und vorsichtiger sind und nicht so entschieden vorwärts gehen in Sachen Umweltschutz und so. Wenn die sehen, was die Schweiz macht, wenn sie mit einem guten Beispiel vorangeht, dann nachher können sie Mut bekommen und dann auch etwas Positives machen, etwas positiv verändern. Wenn man zaghaft ist, dann ist man so zurückhaltend, nicht entschieden, so vorsichtig, ja, man zögert, ja.
Also manchmal im Haus, auch daheim, tun wir ja mit den Chemiekeulen um uns schlagen. Ja? Wenn wir ein Wespennest haben, dann tun wir das irgendwie gerade ausräuchern und weiss nicht was machen. Oder wenn wir Ameisen haben, dann haben wir Gift für die Ameisen. Oder wenn wir Ratten haben im Keller, dann tun wir auch Rattengift auslegen. Oder im Haushalt, wenn wir putzen, haben wir ganz starke Mittel, starke Bleichmittel oder so. Und vielleicht ist es gut, wenn wir eine Keule ist so ein altes Instrument zum Kämpfen, so ein Holzprägel oder etwas. Das ist eine Keule. Ja, und wir sind eigentlich so primitiv am Kämpfen, vielleicht könnte man sagen. Oder wir machen auch so Kahlschlag. Ja? Wir tun gerade alles kaputt machen rundum mit diesen Chemiekeulen. Und es ist ja besser, wenn wir nicht mit den Chemiekeulen um uns schlagen, sondern wenn wir versuchen, alternative und natürliche Wege zu finden, um ein Problem wie ein Schädling zu beseitigen oder zum Putzen oder zum Rohr freimachen. Ich arbeite zum Beispiel mit EM, mit Mikroorganismen, die auch sehr gut wirken. Ja, und dann muss man nicht die Umwelt so zerstören. Wir können einfach den Ablauf runterlassen und vergessen, aber in der Kläranlage müssen sie dann das alles wieder rausfiltern. Hoffentlich tun sie das alles wieder rausfiltern. Ja, wir müssen uns an der Nase packen. Ja, wir müssen uns nicht disziplinieren, ein bisschen. Ein bisschen Disziplin anwenden, versuchen, bessere Lösungen zu finden, nicht einfach etwas machen, weil es einfach alle machen oder weil man es schon immer so gemacht hat, sondern nachhaltige Lösungen suchen, ökologische Lösungen suchen zu einem Problem. Ja, also wir müssen uns an der Nase packen. Und vielleicht müssen wir auch auf etwas verzichten. Ja? Vielleicht nehme ich lieber ein Waschmittel, das nicht ganz so super alle Flecken wäscht und tue nur gezielt die Flecken, die ich habe, von Hand aus waschen. Ja? Und ich tue auf starke chemische Mittel verzichten. Ich brauche das nicht. Das heisst, ich hätte es vielleicht gern, aber ich verzichte darauf. Ich sage nein, ich brauche das nicht, weil ich weiss, das ist nicht gut für die Umwelt. Und dann Kollateralschäden, das ist das, was es zum Beispiel gibt, wenn man viel Chemie braucht. Zum Beispiel habe ich dann keine Ameisen mehr auf meinem Baum, aber vielleicht geht es dem Baum nachher auch nicht gut. Ja? Oder es gibt andere Insekten wie Bienen, die auch leiden unter dem Gift. Ja? Das sind so Kollateralschäden, so ein Schaden, den ich eigentlich nicht machen wollte, aber einfach passiert, weil ich extreme Mittel anwende. Also, ihr seht, ich bin im Ja-Lager von diesen umweltfreundlichen Initiativen. Ich gehöre ein bisschen vielleicht zu den Grünen. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich wirklich so stimme. Ja, das ist sicher mein Traum, mein Ziel, dass wir zu einer chemiefreien oder Landwirtschaft kommen. Aber ist das der richtige Weg, die Initiative? Was denkt ihr? Oder ist das zu extrem? Ist das nicht praktikabel? Ja, wenn sich etwas entpuppt, also das ist das Bild von einem Schmetterling. Wenn du eine Raupe hast, so einen Wurm, der dann Blätter frisst zum Beispiel, und die Raupe sich verpuppt, er macht so ein Kokon
und sich einpackt und dann sich verwandelt und am Schluss rauskommt wie ein Schmetterling. Ja, das tut sich entpuppen. Also, wenn sich etwas entpuppt, das heisst, dass das Ganze etwas anderes wird, als man eigentlich gedacht hat. Am Anfang sieht man so eine Raupe, so ein kleines wurmähnliches Tier. Ja? Und dann nachher später gibt es ein schönes Insekt mit schönen farbigen Flügeln daraus. Ja, das ist eine schöne Überraschung, wenn sich ein Schmetterling oder eben ein Sommervögel entpuppt. Aber manchmal, wenn man zum1 Ja stimmt für eine Initiative und denkt, wow, das ist super, dann sind wir alle problemlos und dann entpuppt sich das als eigentlich ganz etwas anderes, als man gedacht hat. Zum Beispiel plötzlich reagiert die EU auf unsere Schnapsidee oder unsere komische Idee und dann wird das alles negativ für uns anstatt positiv. Das ist auch möglich, ja, wenn sich etwas einfach entpuppt, ganz als etwas anderes, was wir erwartet haben. Ja, das ist so der Wortschatz für heute, wo wir heute am Abend, am 9 Uhr im Zoom miteinander über die Initiativen diskutieren, über die 2 Referenden, die sind ergriffen wurden. Da haben wir noch ein bisschen Reklame. Die mit uns reden wollen, die ein bisschen einfachere Sachen besprechen wollen, Alltagsgespräche und Alltagsschweizerdeutsch, die können am Montagabend-Kurs am 8. Uhr mitmachen, Monday 8 p.m. Das seht ihr unten, habt ihr einen Link dazu. Und ich danke all den Leuten, die mitchatten, die mich unterstützen, die ihre Meinung sagen, die Ideen geben, Ideen liefern. Also wenn ihr etwas habt, wo ihr denkt, wow, das wäre ein gutes Thema fürs nächste Mal, dann könnt ihr mir auch schreiben. Also ich danke all den Leuten, die mir einen Kaffee zahlen und Filme abonniert haben und so. Und die ein iPhone haben, erst die Leute, die ein iPhone haben, die können auch eine App herunterladen, wo sie unterwegs mitnehmen und Schweizerdeutsch lernen. Und dann natürlich am Schluss kannst du noch den Kanal abonnieren, auf Subscribe drücken und dann kommst du immer wieder Informationen über, was läuft und geht und du gehörst zu unserer Community, zu unserer Gemeinschaft. Ja, das ist alles für heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Sachen und Begriffe lernen und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen für unsere Diskussion heute am Abend auf Zoom. Und wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei mir, schreibt noch. Ihr habt noch Zeit, das zu organisieren oder sonst könnt ihr dann auch nächste Woche anfangen mit uns mitmachen. Also, alles Liebe, Gute, bleibt gesund, macht's gut und ich wünsche euch gute Entscheidungen, bei was auch immer. Jeden Tag im Alltag müssen wir immer so viele Entscheidungen treffen, dass es die richtigen sind. Tschüss zusammen!